alle seine Überlieferungen als der Ort, wohin, also Abraham hat sein Sohn, war bereit, seinen einzigen Sohn zu führen, nach Gottes Befehl, mit dem vollen Vertrauen, dass Gott wird ihm nicht ermöglichen und deswegen schickt er auf den Frieden und hat den Wiederaufwärts und das war der erste Bund zwischen Gott und Abraham. Es gibt die Muslimen, die sagen, dass nicht Isaac wurde zu Opfer geführt, sondern Ismael. Aber das wird gezeigt auf die Stelle von der Kaaba in Mekka, nicht hier. Das ist auch wahrscheinlich, also die Juden glauben, dass auch wenn der Tempel zerstört wurde, liegt noch der Heilige Geist, also oberhalb der Gipfel von der Berg. Und deswegen, der Gipfel von der Berg ist der heiligste Stätte für die Juden, also die, und nicht die Klagemauer. Und die Juden zeigen auch diesen Stein, das ist der Grundstein, das ist der Eckstein von der Welt, also Nabelstein von der Welt, eben der Stia, also der Basisstein von der Welt. Es gibt diejenigen, die behaupten, dass vielleicht hier wäre der Opferaltar oder der Allerheiligste, auf jeden Fall, das ist dieser Fels. Und deswegen, und es wird auch überliefert, dass von hier Mohammed ist in den Himmel gefahren, also bei der Nachtfahrt Mohammeds. Sie zeigen dort sogar einen Abdruck von Mohammed, als er nach oben gefahren ist. Ihr könnt sehen, achteckiges Gebäude, herum der Fels. Das ist, ihr müsst verstehen, dass die Muslimen, die Strände aus der Wüste, sie waren keine großen Architekten. Also sie waren da vielleicht Architekten von Zelten und so, weil sie kamen aus der Stämme. Und man kann annehmen, dass dieses Gebäude wurde geplant von Architekten, die haben früher die Kirche in den byzantinischen Zeiten hier gebaut, weil es gibt damals gab es mehrere Kirchen in dieser Form. Auch die Eleone auf dem Elbe sah genauso aus, achteckiges Gebäude. In Caesarea gab es auch, und erinnert euch auch an den alte Kapelle oberhalb des Hausbett, achteckiges Gebäude, weil achteckiges Gebäude zielt auf das Wichtigste in der Mitte, das konzentriert auf das Wichtigste, das konzentriert das Gebäude. Jetzt, wichtig ist der Fels hier, und das war wieder beschrieben, von oben, die anderen Teile sind tiefer, wichtiger. Es wurde auch gebaut mit der Absicht, mit der Möglichkeit, für die Pilger auch zu gehen herum. Also wie das wird in Mekka gemacht, aber das wird schon hier nicht mehr gemacht. Jetzt wurde gebaut von dem Kalif Abd al-Malik. Also es gab hier einen Schriftsteller, der hat gezeigt einen anderen Namen von Kalif, aber scheint, dass der Kalif hat geprägt seinen Namen, weil man hat abgekratzt. Also dann konnte man sehen, die authentische Name von der Kalif, das in seinen Zeiten wurde gebaut. Keine Abbildung, nur geometrische Formen. Also es ist wunderschön von außen, es ist noch schöner, ich möchte euch nicht neiden machen, noch schöner von innen. Also die Holzschnitzerei von der Kuppel und so weiter, faszinierend. Ich kenne Schriften, das sind teilweise Zitate aus dem Koran, also die Arabesken und so, dienen auch als Ornamenten. Teilweise sie führen hier auch eine Debatte mit anderen Religionen, nach dem Wunsch zu überzeugen seine Anhänger über die Wahrheit von ihrer Religion. Und unter anderem steht geschrieben hier, wie kann ein Mensch als Gottes Sohn genannt werden? Ja, das ist gemeint für ihre Anhänger. Das ist aber genauso alt ist dieses Gebäude, diese Kuppel hier, wird genannt Kettedom. Einige sagen, aber ob sicher ist oder nicht, dass das stand etwa früher als Muster und hat der Kalif gut gefallen und deswegen hat man danach das gebaut. Ob das wirklich stimmt oder so, kann ich nicht genau sagen. Auf jeden Fall Kettedom. Warum Kettedom? Das hat zu tun mit einer Legende, dass hier war das Haus, das Gerichtshof von David und Solomon. Und als die Leute kamen zu Eide vor der König, sie haben eine Kette in der Hand gehalten. Und solange sie haben die Wahrheit erzählt, ist nicht geschehen. Aber als sie gelogen haben, kam ein Blitzschlag vom Himmel
Und das scheint zu sein der erste Lügendetektor der Welt. Ja, okay, das ist Feldfasskette Dom, also wunderschön saniert jetzt, ist renoviert und saniert. Ringsum, diese Bögen, bei den Muslimen, Zierbögen, die Muslimen gibt es auch die Glaube an letzten Tag, an dem Gott wird die Menschen und die Auferstehenden, die Gerechte richten. Und es wird überliefert, dass an diese Bögen wird man hängen die Waage zu wiegen die gute gegen die böse Taten von den Menschen. Wir können sehen, auch hier und in vielen anderen Plätzen in Jerusalem, dass ältere Säulen aus Granit und Marmor und kapitelle unterschiedliche werden zum zweiten Mal verwendet. Also zum zweiten Mal verwendet wurde, also werden einfach recycelt. Also das kann man hier sehen. Wunderschöne Kanzel, verzierte Kanzel mit Marmorplatten und so, weil in der Zeit, es war wahrscheinlich noch kein Lautsprecher, konnte man hier im Sommer beten, auf diesem Gelände, und von solchen Kanzeln hat der Imam gepredigt bei der Freitags Mittagsgebet. Ringsherum gibt es mehrere Kuppeln, das sind viele Koranstube, also Koranstube. Es gibt auch danach dort die hintere Kuppel, das sind wunderschöne Tränke, also kann man auch hier sehen. Also das ist jetzt. Und wir stehen oberhalb einer Reihe von Zisterne. Ihr könnt sehen, wenn es regnet, rinnt das Wasser durch diese Rinnen zu einer Reihe von Zisterne. Und viele Archäologen sind der Meinung, das wären noch die Tempelzisterne, die alte Tempelzisterne. Man kann noch viel erzählen, aber ich denke, das reicht. Falls jemand hat Fragen, stellen Sie eine Frage. Was ist der Rot-Weiß? Die Rot-Weiß, alle, die werden noch vorbeigehen, aber das ist eine von den Toren, das gemeint für die Anhänger, für die Muslime hier reinzukommen. Also Baumwolle-Tor heißt das, Sukkot-Katarin, Baumwolle-Markt. Wenn man sieht, dieses Spiel mit weißen, rosigen Steinen, das gehört zu den Mamlukenzeiten. Die Mamluken waren die Herrscher aus Ägypten, die haben vertrieben die Kreuzritter von dem Land. Und als sie kamen hier, viele wollten hier ganz nah an die islamische Gebäude stellen. Das ist eine ganze Reihe, das man hier sieht, haben sie oberhalb Stelzen gestellt, um nach dem Wunsch hier zu wohnen, ganz in der Nähe. Also überall, wenn man sieht, das heißt Ablatt, weiß-rosige Steine, eine ganze Menge kann man das sehen. Das zeigt eine Mamlukenzeit.